Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns ja momentan in der Höhle, wenn wir sie ein bisschen erkunden. Haben aber ein grösseres Problem, und zwar habe ich kein Essen mehr außer verfaultes Fleisch. Jetzt wollte ich aber zuerst mal ausprobieren, ob man das verfaulte Fleisch bröteln kann, damit es nicht mehr verfault ist. Ich weiss halt nicht, ob das geht. Nein, das geht nicht, okay. Ich weiss aber nicht, ob wir das essen dürfen. Ich probiere es jetzt einfach mal ganz geschwind. Oh. Ich probiere es jetzt einfach mal ganz geschwind. Okay, nein, dann wird uns irgendwie so übel. Was passiert denn, wenn man übel wird? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kann ich das jetzt nicht nachschauen? Hä? Wieso kann ich das jetzt nicht nachschauen? Oh Mann, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man verfaultes Fleisch isst. Okay, wir sehen recht vergiftet aus. Aber wir haben dafür unser Leben nochmal aufgefüllt. Ich persönlich würde sagen, wir versuchen jetzt ganz kurz schnell mal an die Oberfläche nochmal zu gehen, schauen, ob Tag ist. Und dann würden wir schnell güchseln, ob wir irgendwo noch ein bisschen Fleisch zusammenbekommen. Jawohl, es ist Tag, nice, okay. Dass wir irgendwie noch ein paar Kühe und Schöfli töten, damit wir wenigstens ein bisschen etwas Verpflegung haben für da unten, weil da unten tauchen immer wieder gerne mal ein paar Gegner auf. Und ich würde mich dort halt gerne können dann immer wieder mal regenerieren. Und dann würden wir uns weiter auf der Erkundungstour machen. Jetzt muss ich einfach mal schnell schauen, dass ich das markieren kann, damit ich auch wirklich weiss, dass wir da sind. Was haben wir da für eine gute Idee? Ich habe da so eine Idee, dass wir jetzt einfach da... So geht das nicht? Zack, zack, zack. So einen Riesenturm würden machen irgendwie. Damit ich circa wüsste, wo der sich befindet. So, jetzt kommen wir dann nämlich ab dem Baum runter. Ja moin, okay. Aber dafür habe ich jetzt da unten gerade mal schnell wieder eine Kuh gefunden. Wir nehmen da jetzt halt ein bisschen falsch an. Aber dafür gehen wir jetzt essen, vor allem schon Tag, da muss ich mir weniger Sorgen machen um Zombies und die Sachen. Wo bist du? Sally! Nein, renn nicht so schnell weg, bitte! Stirb! Moin! Okay. Jetzt könnte ich aber ja gerade nochmal das verfaulte Fleisch probieren, dass wir das irgendwie aufbrauchen, weil irgendwie funktioniert das. Hä? Das hat mich nicht vergiftet. Okay. Also ich gehe davon aus, dass es eine Vergiftung ist. Wenn man das isst, vorher hat sie so giftig aufgeleuchtet. Ich höre ganz wieder Zombies, ich verschrecke immer. Jägeli. So, sieht man das gute Turm? Ich glaube, das sollte ich wieder finden. So, dann machen wir uns jetzt ganz kurz schon auf den Weg, um ein bisschen Esswaren zu finden. Also ein bisschen Fleisch. Davor haben wir ein paar Schöfli. Und ist das ein Schweinchen oder ein Schöfli? Ein Schöfli! Okay. Sogar mehrere. Dann würde ich sagen, dann töten wir ein paar von denen. Damit wir da ein bisschen etwas zu essen bekommen. So, bleibst du da? Moin. Okay. Dann können wir nämlich gerade ein bisschen Wolle farmen. Jetzt wird sowieso gerade wieder Abend. Das heisst, wir haben dann sicher schon mal ein bisschen etwas essen zusammen und verziehen uns eigentlich in dieser Zeit schon wieder in die Höhlen rein. Weil dann würde es keinen Unterschied machen, ob wir in den Höhlen rein sind oder draussen. Im Großen und Ganzen, weil es spawnen ja dann draussen Gegner wie drinnen Gegner. Und darum würde ich jetzt mal sagen, komm, die Kühe köpfen wir da noch. Die köpfen wir noch. So. So, stirb du Löli! So, nice. Ich glaube, dann haben wir wieder ein bisschen etwas zusammen noch essen. Bleib doch stehen. Hä? So. Ja moin, okay. Und jetzt würde ich sagen, dann gehen wir jetzt direkt wieder zurück in die Höhlen rein. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen etwas auf Fleisch gefunden. Und mein Inventar ist so voll. Muss ich jetzt im Ernst noch ein Kistchen da unten machen? Aber dann frage ich mich sowieso, wie ich das ganze Zeug zurückbringen soll. So, stirb. 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 Nice, okay. Komm, dann essen wir aber gerade nochmal das verfaulte Fleisch. Davor hat das ja eigentlich gut funktioniert mit... Okay, nein, jetzt ist es wieder so grün. Hä, was ist das? Hä? Jägeli! Wo ist mein Turm? Da hinten ist mein Turm. Wir rennen einfach zu unserem Turm. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Das war, glaube ich, ein Enderman gewesen. Wenn ich mich nicht täusche, ist das ein Enderman gewesen. Den darf ich, glaube ich, nicht anschauen. Wo ist er? Der hat ausgesehen wie ein Enderman. Die darf ich auch irgendwie nicht anschauen, aber ich glaube, wir sind ja viel zu schwach, um gegen den zu kämpfen, ehrlich gesagt. Für das hätte ich doch lieber nochmal ein bisschen ein Schild vielleicht und einen Bogen, einen guten. Und so sind wir schon wieder in unserer Höhle gelandet. Okay, dann können wir da jetzt schon mal unser Fleischbrötchen, das wir da zusammengesammelt haben. Also wir haben da ziemlich gut etwas zusammengesammelt. Und dann würde ich sagen, wir haben da vorne so ein Kistchen gefunden, dass ich jetzt nicht extra mal eins bauen muss. Bauen wir das ganz kurz ab und dann können wir auch mit ein paar Sachen rein tun. Dann können wir ja am Schluss schauen, was wir alles mitnehmen und was nicht. So, wo ist das? Wo ist das Kistchen? Da ist das Kistchen.
Das sollte ich vielleicht nicht gerade unbedingt mit dem Schwert machen, hä? Oh mein Gott. Aber das ist kein Zombie gewesen. Oh mein Gott, was ist das? Hä? Ein Zombie-Bewohner? Was macht ein Zombie-Bewohner da unten? Okay. Ja moin, töten wir dich einfach mal schnell. Und dann würde ich sagen, dann machen wir uns gerade wieder auf den Weg zurück. Jetzt muss ich... Oh, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Da durch. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt gewesen, wo durch. Oh Jägeli. Das kann ja noch etwas werden mit mir. Das kann ja wirklich noch etwas werden. So, jetzt bauen wir da mal das Kistchen an. Dann haben wir da wirklich so unseren kleinen Platz einfach. Und dann kann ich da einfach mal die Sachen, die wir gerade einfach so mal nicht brauchen, tue ich jetzt einfach mal ganz kurz schnell da rein, wie die Wolle. Fleisch tun wir gerade noch schnell Brötchen. Komm, das verfaulte Fleisch können wir auch mal schnell da rein tun. Da Feuerdings, Feuerkugeln. Die Spitzhacke tue ich mal noch auf die Seite. Ich glaube, die können wir dann sicher mal später mal noch gut gebrauchen. Den Bogen können wir sicher auch mal nicht brauchen. Die Kohle lassen wir da. Oder soll ich die mitnehmen für Notfall? Also die nehmen wir einfach mal mit für Notfall. Kies. Zack. Gibt's... Also wenn ihr wisst... Schwarze Wolle. Ah, okay. Wenn ihr wüsstet, wie ich da noch mehr Sachen aufs Mal tragen könnte, dann könnt ihr mir das sonst auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Dass ich das ganze Zeug irgendwie zu meiner Station bringe. So, da haben wir das Fleisch schon mal brötelt, dann rühren wir das da noch rein. Dann haben wir nämlich sicher mal wieder etwas... Ah nein, das ist das Rohe. Das rohe Fleisch wollen wir nicht essen, wenn wir das gekochte Schaf essen. Aber dann kann ich das ja auch gerade noch da rein tun, nicht? Ja, okay. Komm, die können wir auch mal noch da rein tun. Und dann würde ich sagen, weiter geht's mit unserer Expedition. Let's go! Gehen wir schauen, was man so findet. Und erforschen wir weiter die Höhle. Jetzt muss ich mich einfach darauf einigen. Da oben bin ich gewesen. Okay, wir gehen jetzt einfach mal da durch. Genau, das ist da. Und da geht es weiter runter. Jetzt gehen wir mal da güchseln. Okay. Hallo? Hallo? Oh! Die Nudeln aus dem Dunkeln raus. Zack. Zack. Selbst mit unserer Eisen... Mit unserem Eisenschwert brauchen wir verdammt viel Schläge, um den zu töten. So. Oh, da kommen wir wieder rauf. Dann haben wir das alles durchforscht. Hat es da jetzt irgendwelche Materialien gehabt, die ich übersehen habe, die wir abbauen können? Nicht wirklich. Okay, aber gut ist, dass wir es ausgeleuchtet haben. Das heisst, da können keine Gegner mehr spawnen. Jetzt habe ich da irgendwo noch Eisen gesehen. Wo ist das? Ah, da. Okay, dass wir das sicher mal noch mitnehmen. Weil wir sind ja da zum Materialien sammeln. Darunter auch Stein, Eisen, alles drum und dran. Und dann müssen wir nachher schauen, sonst, dass wir irgendwie einen Kübel herstellen können. Dass ich mit dem Kübel dann irgendwie gerade das Lava wegnehmen kann. Dann können wir ja gerade mal, haben wir sicher mal einen Lavakübel voll. Ich glaube, das ist noch ziemlich praktisch, wenn man so etwas hat. Weil da hätten wir ja Lava. Und jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, dass ich mich orientieren kann. Da ist der Weg, wo wir... Ich muss das besser beleuchten da. Das ist unser Weg zum Führen gehen. Jetzt ist die Frage, wenn wir da oben durch oder gerade direkt unten. Komm, wir probieren es mal da oben. Wir probieren es mal da oben. Da haben wir ein bisschen Wasser. Da hat es einfach Wasser, mehr nicht. Okay. Das ist in dem Fall ein Reinfall, die Ecke. Aber da haben wir ja noch einen Weg zum Weitergehen. Dann gehen wir mal da weiter schauen. Kohle könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen noch. Obwohl wir schon langsam ziemlich viel haben, habe ich das Gefühl, man kann nie genug Kohle haben. Kohle kann man, glaube ich, irgendwie nie genug haben. Und wir leveln dadurch ja ziemlich gut. Wir sind schon Level 15, für was kann ich da... Das ist aber immer noch eine Frage, die ich mir stelle. Für was kann ich die Level brauchen? Für was brauche ich die Level? So, komm, die ganze Decke voller Kohle, das müssen wir alles mitnehmen. Das können wir nicht einfach da stehen lassen, das geht gar nicht. So. Abbauen das Zeug. Zack, und ich glaube, das ist gerade Eisen nebendran, da bin ich da völlig... Oh nein, voll, das ist ja noch Eisen. Ja moin, die ganze Decke voller Materialien. Schaut mir einmal nicht rauf, ist alles weg. So, da hinten hat es nämlich auch noch Eisen. Oh, jetzt, ich hoffe, das geht mir nicht ins Lava rein. Oh nein, steht oben drauf. Okay, nice. Weiter geht's. Schauen wir mal nach, ob wir da noch mehr finden. Dort unten sehe ich irgendetwas sich bewegen. Für das wollte ich aber zuerst meine Fackeln nehmen. Oh! Was ist jetzt passiert? Das hat mir den ganzen Weg versperrt. Ist einfach die Decke runtergefallen. Ja, moin. Ich glaube, das macht man mit der Schaufel. Aber ich muss aufpassen. Ah, nein, das ist einfach Fledermaus. Okay. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, was da schon wieder auf uns wartet. So, ich sehe aber keine Materialien. Dann gehen wir weiter. Das tut jetzt so komisch, kommen so komische Flocken, aber heisst das, dass eine Einsturzgefahr ist da? Okay, die Frage hat sich geklärt.
Diese Frage hat sich gerade geklärt. Dann räumen wir da schnell alles weg und wie es aussieht, hat das gerade... Hä? Ist das ein Weg, wo wir schon mal lang gegangen sind, wo jetzt zugegangen ist oder so? Ich hoffe es mal nicht. Hä, wieso ist denn da Fuck? Okay. Okay, die Schaufel ist kaputt. Wir brauchen die nächste. Gott sei Dank haben wir da noch eine. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir mal weiter einfach. Aber wirklich weiter runter geht, ich glaube es nicht, nein. Okay, jetzt muss ich meine Augen aufbehalten. Materialien haben wir auch keine. Dann würde ich sagen, der Weg ist erkundet, weiter geht's. Langsam kommen wir vorwärts. Und ich glaube, wir haben auch schon ein paar gute Sachen eingesammelt. Kann ich... Das ein, da ist noch Eisen. Hätte ich fast vergessen, das Eisen noch. Kann man das Rote da am Boden noch abfarmen? Ah ja, voll. Und das nehmen wir noch mit. Das können wir sicher auch noch für irgendetwas gebrauchen. Ah, nochmal so ein Lavateil, das nehmen wir auch mit. Mit diesen Lavateilen habe ich nämlich mal eine gute Idee. Mit denen könnten wir sonst irgendeine Fallen oder in die Richtung mal bauen. Weil, wenn man draufsteht, nimmt man ja Schaden. Die Frage ist einfach, ob die Zombies und so auch dran Schaden nehmen oder nicht. Das wäre einfach noch eine gute Frage. Wenn ja, könnten wir aus denen eigentlich eine gute Falle bauen. So, ich baue da einfach mal ein bisschen ab. Oh, da haben wir nochmal so einen. Nice. Wie viel hat es denn davon? Ich habe gedacht, ja, da hat es nur wahrscheinlich ein bisschen wenig davon. Aber ich glaube, wenn wir so einen 64 davon füllen, dann sind wir schon gut mit dabei. Bei was genau das wir es brauchen können, weiss ich noch nicht genau. Aber wir nehmen es einfach mal mit, weil ich finde, es sieht irgendwie noch cool aus. So, nächste Spitzhacke. Ah Mann. So, jetzt. Voilà. Ah, da haben wir nochmal einen Lavablock. Ja, das lohnt sich auch richtig, wenn wir da immer wieder mal so einen Lavablock zwischendurch finden. Ja, let's go. So. Dann haben wir da soweit eigentlich alles erkundet. Das ist unser Retourweg. Okay, wir haben da ziemlich viel jetzt von denen mitgenommen, sogar mehr als 64. Können wir dann überlegen, ob wir 5 einfach da lassen. Da unten durch sind wir jetzt schauen schon. Das heisst, wir müssen jetzt mal uns um den nächsten Weg kümmern. Wir haben hier noch ein paar andere Wege. Und zwar haben wir da... Oh mein Gott! Oh, lecco mio! Du Löli! Hast mich einfach verschrocken. So, dafür haben wir jetzt wieder ein bisschen etwas zu essen da. Da haben wir gerade wieder Eisen, das können wir ja gerade wieder schmelzen, während wir da unterwegs sind. Hey, wieso nimmt sie mir die Hälfte, wenn ich das rein tue? Hure komisch. Dann können wir das gerade mal noch schnell schmelzen. Jetzt können wir uns überlegen, wenn wir dann das fertig haben, ob wir uns so eine Eisenspitzhacke machen. Ich glaube, die hebt auch ein bisschen länger. Und was ich noch glaube, brauche, sind ein paar Fackeln noch mehr. Jetzt muss ich mal ausprobieren, welche Tasten, dass alle komplett... Ah, so. Gut, ich habe herausgefunden, wie. Ich habe herausgefunden, wie. Jetzt hat man einfach eben da angerufen. Während der Aufnahme geht's noch. Gut, wieso stelle ich nicht stumm, hä? Okay, weiter geht's. Wir durchsuchen jetzt als nächsten Teil, meine Fackel hätte ich eigentlich am liebsten gerne da. Als nächsten Teil gehen wir mal da güchseln. Okay, weil da sind wir ja noch nicht gewesen. Und das sieht ziemlich gut aus. Ja, moin. Ich tue es genau auf Dings drauf, oder? Dass ich es nachher schön dingseln kann. Nicht kann gut abbauen. Okay, jetzt bauen wir da zuerst mal ab. So, dass wir da irgendein Stegeli haben, so einigermaßen. Dann würde ich sagen, dann können wir uns das mal gerade mal Silber noch abnehmen da. Silber, ich sage immer Silber. Eisen, nicht Silber. Okay, da haben wir wirklich eine gewaltigere Höhle noch gefunden. Dann würde ich mal sagen, dann schauen wir zuerst mal da oben dran, weil es könnte ja sein, dass das wieder so eine Sackgasse ist. Dass wir da irgendwie durchgehen. Und nachher noch den grösseren Teil erforschen. Wir haben eine richtig geile grosse Höhle gefunden. Ich habe richtig Freude dran. Dass wir da gehen, ein bisschen durchkunden, Materialien sammeln. Das habe ich halt gerne an Minecraft. Das finde ich richtig geil. Und nachher noch das schöne Bauen. So, und was natürlich noch mega fantastisch wäre, wenn wir Diamanten finden würden. Aber ich glaube, für Diamanten brauche ich dann eben eine Eisenspitzhacke. Sonst kann ich dann das gar nicht richtig gut abbauen. Und ich bin die ganze Zeit schon überlegen, ob es sich überhaupt noch lohnt, Kohlen abbauen. Aber ich glaube eben, lieber zu viel als zu wenig, würde ich jetzt mal sagen. So, lieber da meine Fackeln, dass ich da wieder plötzlich von einem Monster überrascht werde. Da haben wir auch noch Kohle, da geht es auch weiter. Hey, was ist da mit dieser Höhle los? Was ist denn da mit dieser Höhle los? Lecco mio. Okay, da haben wir wieder Eisen, das nehmen wir liebend gerne mit. Von dem kann man nicht genug haben. Weil ich kann sicher auch mal vor, irgendwann später mal so eine Eisenschiene, also so eine Eisenbahn zu bauen. Irgendwo an. Vielleicht finden wir ja irgendein Villagerdorf, dann können wir jetzt so eine Eisenbahnschiene bauen. Oder wie man das genau jetzt ausspricht, jetzt habe ich es glaube sogar falsch gesagt. Da geht es wieder aufwärts und das ist eine Sackgasse. Okay, das, was ich mir gedacht habe, das ist ziemlich nice.
Das heisst, wir haben die Ecken eigentlich auch schon mal erforscht. Jetzt ist die Frage, da komm, nein, Kohle nehmen wir auch noch mit. Kohle kann man nie genug haben. Aber mit dem Zeug. Aber mit dem Zeug. So. Zack. Zack. So. Zack. Ei, wie viel hat es da schon wieder? Ein riesen Vorkommen. Also bei Kohle ja, ist bis jetzt jedes Mal so gewesen, wenn wir am Abbauen sind, plötzlich tausende Blöcke mehr auftaucht, als ich erwartet habe. Aber ich glaube, nach Kohle, also da haben wir langsam gar kein Problem mehr damit. Da haben wir wirklich langsam gar kein Problem mehr damit. Ich glaube, wir haben mehrere, also sicher mal 2 64er Stacks haben wir sicher schon mal voll. Was natürlich ziemlich praktisch ist. Und dann würde ich sagen, dann erforschen wir jetzt eigentlich... Hä? Bin ich da vorne nicht durchgegangen? Ah nein, da hinten. Okay, alles klar. Komm, den Kohle lassen wir jetzt mal schnell da. Jetzt müssen wir uns mal um andere Sachen konzentrieren. Jetzt soll ich sicher zuerst einmal einfach ein bisschen ausleuchten. Da haben wir noch mehr Eisen. Also Eisen mangelt es langsam auch nicht mehr. Und da geht es noch tiefer runter. Oh, Jägeli! Wenn ich nur wüsste, wie ich sehe, wie tief wir sind. Also ich gehe davon aus, dass wir wirklich eine gute Chance haben, dass wir wirklich auf Diamanten stoßen. Und das wäre natürlich ziemlich nice. Wenn wir jetzt schon Diamanten finden, dann können wir unsere wunderschöne Diamantenrüstung machen. Für was wir sonst noch Diamanten könnten brauchen, weiss ich sogar gar nicht. Ich weiss nur, dass man damit eine richtig geile Rüstung machen kann, schwer und so Sachen. Oh. Nice. So, ich glaube, dann haben wir da alles. Und nicht oben jetzt noch mehr Eisen. Lecco mio. Wir haben ja einen richtigen Checkpoint gemacht mit der Höhle. Wir haben einen richtigen Checkpoint gemacht. So, jetzt müssen wir da irgendwie schon aufbuddeln. Ich mache jetzt einfach so irgendwie. Stein können wir ja sowieso auch noch gebrauchen. So. Was ich mich noch fragen ist, ich glaube, man kann ja Stein sogar schmelzen, oder es gibt sogar noch mal einen Apparat mehr, aus dem man Steine, also verschiedene Sachen mit dem Stein kann herstellen kann, um dann irgendwelche Wege zu bauen und so Sachen. Müssten wir dann eben mal noch anschauen. Jetzt tun wir sicher zuerst mal etwas snacken, damit wir wieder volles Leben haben. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir da mal weiter. Aber also da unten ist hell, also ich gehe davon aus, dass wir da unten Lava haben. Okay. Ein Zombie darf natürlich nicht fehlen. Ja, du, komm da hin, du Löli. Komm da hin, du Löli. Da oben haben wir irgendetwas Violettes. Was ist das? Oh mein Gott, das ist ja nochmal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Die Augen, die mich einfach angeschaut haben aus dem Nichts raus. Ach du Heilige. Ich bin so verschockt. Oh mein Gott. Okay, er hat wenigstens... Was ist das? Ist das ein Enderman? Wenn mich das einfach angeschaut hat mit diesen Glutschaugen. Oh mein Gott, nochmal eine. Kann ich gegen die kämpfen? Gewinne ich echt gegen die? Wieso hat es da unten 2 Endermans? Ist denn langweilig? Da hinten haben wir nochmal einen. Oder ist das immer noch der gleiche und der teleportiert sich um? Wo ist das? Wo ist er? Oh mein Gott. Wir brauchen unbedingt das Schild. Wir brauchen unbedingt das Schild. So nice. Okay, wir müssen wirklich unbedingt das Schild haben. So muss... Da unten ist... Ich höre ihn. Ich höre ihn. Hey, was haben wir da für eine riesen Höhle schon wieder gefunden? Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Wenn wir versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sterbe dann. Ehrlich gesagt. Wo ist er jetzt? Also, da geht es ja noch weiter runter. Wo sind wir da gelandet? Oh, Spinnen. Irgendwo Spinnen. Die Frage ist, ob ich den Weg überhaupt wieder rausfinde. Oh. Oh, komm, wir kämpfen gegen ihn. Wieso stüpfe ich ihn nicht? Und stirb! 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 Wo ist er? Stirb! Ich glaube, es ist so eine dumme Idee, gegen den zu kämpfen. Ich glaube, es ist so eine dumme Idee, gegen den zu kämpfen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Wir haben eine Enderperle bekommen von ihm. Ich glaube, wir brauchen die also sogar zum Enderdrachen kommen. Wir müssen mehrere Enderperlen haben, wenn ich mich nicht täusche. Und da ist der Rückweg.
Da wieder der Rückweg. Komm, ich mache mir da jetzt irgendwie so 4 Fackeln an. Dass ich weiss, dass ich da wieder rauf muss. Okay, also wir haben genug Essen, wir haben noch alles Mögliche. Jetzt tue ich sicher zuerst einfach mal das Eisen abbauen. Platz im Inventar haben wir ja auch noch genug. Dann würde ich sagen, dann kunden wir jetzt einfach mal weiter. Und im Notfall wissen wir ja, dass wir da rauf müssen. Für das haben wir jetzt so mehrere Fackeln angestellt. Oh mein Gott. Der Enderman ist wirklich ein bisschen creepy und die Geräusche, die er von sich gibt. Da hinten ist auch wieder irgendetwas. Nein, nicht schon wieder so einer. Kann man gegen die nicht anders ausweichen? Braucht man richtig ein Schild einfach? Wir müssen ein Schild haben. Wir brauchen ein Schild gegen die Lölis. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt... Oh mein Gott, da hat schon wieder einen. Wieso hat es da so viele Endermans? Und wir müssen hier eindeutig besser ausleuchten. Da unten hockt eine Spinne. Oh mein Gott! Er hat mich fast runtergeschossen. Von wo? Von wo hat die Made jetzt geschossen? Jetzt müssten wir eigentlich darum wetten, ob wir sterben oder nicht. Wir müssten wirklich darum wetten. Der hängt einfach da... Von wo? Da hinten? Du Made! Komm, lauf in die Lava! Er läuft natürlich nicht in die Lava. Ich glaube, am besten ist, ich esse zuerst etwas, bevor ich gegen den kämpfe. Und let's go! Komm, in die Lava schupfe ich dich, du Nudel. Geh in die Lava. Die Lava. Lava mit dir. Oder stirb zuerst. Okay. Oder stirb zuerst. Komm, wir gehen jetzt da mal gerade. Oh, nochmal ein Creeper. Nochmal ein Creeper. Aus dem Weg. Nochmal ein Creeper. Was macht er? Kommt er nicht? Okay, moin, danke vielmals. Du hast mir sogar den Weg freigesprengt. Und schon wieder so eine Nudel. Und dort hinten nochmal ein Enderman. Oh mein Gott. Ich darf mir ja, glaube ich, so in die Augen schauen. Wieso hat's da nur so viele Endermans? Bin ich im falschen Film? Okay, okay. Wir sind schon mal gut dran. Wir leuchten einfach mal die Höhle besser aus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe mein Leben auffüllt und... Oh, oh mein Gott. Hör auf brennen. Hör auf brennen. Okay. Er hat all meine Fackel in die Luft gesprengt, die Nudel. Nochmal eine. Ach, Jägeli. Wollt ihr mich jetzt komplett hops nehmen? Die wollen mich komplett hops nehmen. Woher sind jetzt plötzlich 2 wiedergekommen? Ich glaube, da hinten ist keine gute Idee. Oh. Ich bin runtergefallen. Ich esse zuerst etwas. Ich buddle mich jetzt, glaube ich, zuerst einfach mal da rauf. Einfach weg vom Enderman, weil wenn der mich angreift, habe ich ein anderes Problem. Da hinten kommt jetzt schon wieder so ein Skelett führen. Hey, die Höhle macht mich fertig. Oh! Was will der von mir? Abfahren! Ich bin gerade am Überlegen, ob wir einfach mal schnell komplett zurückgehen und nachher nochmal da ankommen. Um einfach mal schnell unsere Sachen abladen, dass wenn irgendetwas passieren würde, dass wir wenigstens ein paar Sachen gesichert haben. Ich frage mich einfach die ganze Zeit, was mache ich das falsch? Bin ich zu gehe ich zu langsam an die Sache an? Muss ich da wirklich ein bisschen aggressiver rein und einfach Fackeln setzen? Oder... aber ich verschrecke die ganze Zeit ab diesen Lölis. Komm, lass mich rauf. Zack, zack, zack. So. Ich glaube, das Beste ist, wir gehen jetzt einfach mal zurück und laden mal ganz kurz schon unsere Sachen ab. Weil ich glaube, die Höhle finden wird nicht allzu schwer sein. So wie die Enderperlen, da haben wir ein bisschen Kohle. Da unsere Lavasteine, die wir gesammelt haben. Wir haben doch vorher von denen noch gehabt. Wer ist 13? Wo haben wir denn die restlichen da? Okay. Da unser Netherzeug. Erde können wir eigentlich fortschmeißen. Jetzt nehme ich es auch wieder auf. Okay, von mir aus. Eisen können wir eigentlich... Eigentlich können wir das Eisen... habe ich es jetzt drinnen lassen? Ja, aber ich... Nein, zack, zack. Eigentlich können wir unser Eisen direkt mal da wieder rein tun. Und jetzt kann ich mir nämlich sonst zumal sogar... Weil die laufen jetzt, gehen jetzt dann auch bald fast kaputt.
Könnte ich mir ja so eine Eisenspitzhacke machen, nicht? Oh, ich habe keine Dinger mehr. Kein Hölzli mehr. Für das brauche ich wieder ein Hölzli. Für das brauche ich wieder ein Hölzli. Warte mal, kann ich so ein Schild machen? Oh mein Gott, wir machen direkt mal ein Schild. Wir machen direkt mal ein Schild, das habe ich nicht gewusst. Aber ich brauche trotzdem noch meine Hölzli. Zack. So, 44. Nein, Eisenspitzhacke. Die geht ja eh gerade kaputt und dann benutzen wir die aber auch noch. Die können wir ja mal weg tun. Jetzt haben wir einfach wenigstens mal eine Eisenspitzhacke noch gemacht. Komm, die restlichen Eisen lege ich jetzt einmal da rein, dass sie einfach safe bleiben. Damit sie einfach safe bleiben. Weil ich denke, die Höhle finden ist leichter als wenn ich dann sterbe, alles wieder runterzugehen. So, jetzt haben wir da ein Schild. Jetzt kann ich mich da nämlich wunderschön verteidigen gegen dich, du Nudle. Ha! Jetzt können wir anfangen zu kämpfen mit Dreckskelett. Jetzt können wir anfangen. Bye bye. Jetzt habe ich Freude, gegen dich zu kämpfen. Jetzt fühle ich mich auch schon viel sicherer. So, haben wir alles abgeladen, wo wir einigermaßen kommt. Das tun wir einmal noch schnell da rein. Feuerstein haben wir ja da sowieso noch. Den Bogen kann ich irgendwie sowieso nicht brauchen, der hat fast kein Leben. Pfeil tun wir auch mal rein. Knochen haben wir da noch. Da haben wir auch noch Pfeil. Verfaultes Fleisch nehmen wir jetzt einfach mal mit, wenn wir etwas zu essen brauchen. Und dann würde ich sagen, dann wären wir jetzt eigentlich ready, dort runterzugehen und weitergehen durch Forschen. Durch unsere Eisenspitzhacke sollten wir jetzt, glaube ich, sogar Diamanten abbauen können. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, das schauen wir uns an. In der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde Minecraft mit einem Schweizer. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Wie ja, Daumen nicht vergessen. Ein Abo nicht vergessen. Einen Kommentar, wenn ihr mir unbedingt, wenn es irgendwelche Hinweise oder Tipps gibt für so einen Löli wie mich, der da keinen Platz zu schwimmen hat, was er macht. Ich würde sagen, bis in die nächste Folge. Danke und ciao.